Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Und das ist immer noch eine, die ich im Vorfeld vom Drachenfest aufgenommen habe, weil wir hier nicht speichern können. Deswegen hoffe ich, ihr habt heute ein Rat von gestern angenommen und habt euch Uncharted 4 angeguckt, wo ich dann drüber berichten werde. Das also ist ein Computer. Leckte Zeitbomb. Und die machen jetzt das lustige Geräusch hier. Ja, also wenn ihr vom Drachenfest hören wollt, müsst ihr heute definitiv... die schießen hier auf uns! Müsst ihr heute definitiv Uncharted 4 gucken. Bei Terranigma werde ich wahrscheinlich erst morgen davor erzählen, weil heute will ich unbedingt noch das Luftschiff fertig machen. Und dann speichern gehe. Weil dann sind wir kurz vor knappig, wenn wir das Luftschiff hinter uns haben. Okay. Huch, hier geht's nochmal ein seltsamer Gefilde. Und nur einer ist hier angreifbar. Der ist gar nicht angreifbar. Warum ist er nicht angreifbar? Moment. Sind wir hier überhaupt richtig? Ich glaube nicht. Wir sollten uns erst nochmal da umgucken. Exit. Schön, dass das nochmal so schön beleuchtet war. Das war so violett, nochmal beleuchtet. Exit. Ich finde es aber auch geil, dass hier alles rumpelt und bumpelt. Also ihr seht ja bestimmt auch, dass da der ganze Bildschirm am Mitwackler ist. Das liegt jetzt definitiv nicht an eurem... Oh, nur am Balkon, okay. Das liegt... scheiße, okay, hier war sowieso nichts mehr zu holen. Na gut. Hätte ich mal sparen können. Aber die Erfahrungspunkte von deiner Kameraden nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. Oh, cool. Saugut, jetzt fliegen die Levels richtig. Level 31 erreicht. KP steigt um 4C, Stärke um 3, Abwehr um 3 und das Glück genauso. Hollerö. Okay, wir petzen uns erstmal so Wunderknollerei. So, zack. Als in der Hohlekopf. Und wir können uns hinterher nochmal so eine Wunderknolle gönnen. Dann sind wir auch wieder voll geheilt. So, super. Bis auf 5 KP hat alles gestimmt. Alles richtig gemacht. So kleine Wehwehchen kommen halt, wenn man immer wieder gegen die Gegner rennt. Jo. Aber ich mag mich hier, wie gesagt, jetzt nochmal kräftig umgucken. Und dann finde ich auch wieder einen Speicherpunkt und dann kann ich da die Episode auch beenden. Weil dann sind wir ganz kurz vorm Finale. Ja, das ist nicht mehr lang. Das ist echt nicht mehr lang. Nee, das ist erst später wichtig. Das ist erst definitiv später wichtig. Gehen wir nochmal zur anderen Seite vom Luftschiff. Die Partnerseite, von der Seite, wo wir angefangen haben, könnte man sagen. Okay. Genau. Dann müsste hier theoretisch auch ein Computer sein, oder? Ah jo, da ist der Royo schon. Klick hier, Bomb. Sag mal, Ark, wenn das hier vorüber ist, was hast du dann vor? Ich weiß es nicht. Momentan bin ich zu sehr damit beschäftigt zu überleben. Ja, verstehe. Aber wir werden bald am Ziel sein. Das hoffe ich, Roy. Das hoffe ich. Ja, das ist also ein Computer. Und der jammert ganz schön. Du gehst da zum Balkon. Hier ist es. Ja, deine Maschinen sind leider zu langsam, Beruga. Du bist zwar teuflisches Genie, aber deine Maschinen sind viel zu langsam. Und hier ist nichts. Na gut. Ist hier noch ein bisschen was? Ah, nur so ein Balkönchen. Na gut. Komm her, du Schweinepriester. Ich frage mich, ob das eigentlich sei Anhänger aus Devota sind. Die alle so merkwürdige Schweinsmaske tragen. Ich frage mich, was sich das Spiel Terranigma dabei gedacht hat mit den Schweinetypen. Das wüsste ich mir echt gern, falls es irgendeiner weiß, der früher Terranigma gespielt hat und sich auch immer gefragt hat, warum viele Menschen so schweinsartig dargestellt werden. Ach, diese Priester in Sui und ja, dann auch hier diese ich weiß gar nicht, wie ich die benennen soll, diese Technokrate hier. Und auch in der Kanalisation die Diebe in Neo-Tokio. Ich wüsste echt gern, was das soll mit den Schweinen. Ich persönlich weiß es nämlich leider echt nicht. Uiuiui, da kommen wir aber in ein ganz schönes Gebiet hier rein. Ganz schön groß alles, oder? Okay. Exit. Ach du liebe Zeit, das ist ja richtig das Labyrinth. Überall Balkone. Warum macht der Mann überall Balkone auf dem Luftschiff? Sicherheitssystem erfasst Ark. Naja, das hat dann zu viel gebraucht.
Ja, ist das als das Rumgepiense von den Dinger. Und es geht weiter. Sicherheitssystem erfasst arg. Na gut, dann mach das doch. Ich glaube, von der Beruga wird es nichts Neues sein, dass ich hier auf dem Schiff rumwusel. Der wird wahrscheinlich über seine Kameras und so schon in Alarmbereitschaft sein. Genau, jetzt sind wir wieder bei dir, Kumpel. Stirb! Und wie sieht's dann hier aus? Ey, hör auf! Schieß du nicht auf mich, du Kerle. Hammel dicker Dian hier. Hau ab. Sind wir da? Ah, 2 Computer. Sicherheitssystem erfasst. Na gut. Seine gegönnt. Ja, das ist also ein Computer. Bald nimmi. Wie viel von den Dinger haben wir da noch? Lass mal gucken. 2. Okay. Wir waren dann jetzt auch welche. Im Chor klingen die Dinger noch schrecklicher. Uff. So. Schild. Oh, ich muss die Zeitbombe an den Computer lecken. Ja, ich wollte eigentlich nur meine Schilde hochmachen. Na ja, ist mir klar, arg. Ich wollte den hier machen. Ah, wenn man sich als mal verdrückt, dann passiert sowas. Latch. So. Alles wieder wie gewohnt. Perfekt. Da haben wir immer die große Rundgang gemacht. Jetzt sind wir wieder bei der, naja, ferkeliche Mitarbeiter. Vielleicht hat das ja auch was Praktisches, so Schweinemenschen für sich arbeitet zu haben. Ich meine, wenn man mal Hunger hat und so, dann kann man die auch schnell zu Wurst machen. Ich weiß nicht, wie praktisch Beruga du denkt. Da werden wir noch die letzten 2 los. Wir waren kurz davor, Beruga zu stellen, doch dann ist er entkommen. Egal. Deine Bombe wird er nicht entkommen. Alle Fluchtwege und Triebwerke stehen unter unserer Kontrolle. Beruga kann nicht entkommen. Ark, begib dich jetzt doch over, wenn alle Bomben geleckt sind. Aber selbstverfreilich, liebe Lady Füder. Ich weiß nicht, ich kann mich immer noch nicht damit anfreunden, die Feider zu nennen. Ich weiß nicht. Für mich ist das schon immer die Füder gewesen. Juhu, wir sind am Hauptdeck. Hör doch auf, mich zu treffen auch noch. So. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn sei Mitarbeiter... Oh, naja, das bringt wenig. Wenn sein Mitarbeiter hier wirklich als weiße Jünger oder so zu erkennen gewesen wären. Das wäre cool gewesen. Und wenn die, naja, Magie jetzt vielleicht nicht, aber wenn die vielleicht auch irgendwelche technische Vierlefanz oder so dabei gehabt hätten, so wie die hier, das wäre schon cool gewesen, finde ich. Dass man so eindeutig sagen kann, okay, das sind Berugas Anhänger, sieht man eindeutig, weil weiße Jünger. Aber die kommen mir irgendwie zu inflationär vor, die Viecher. Schweinepriester. War da nicht noch ein Roboter? Nö. Na gut, wir könnten noch Glück haben und könnten auf Level 32 gehen. Ich glaube, das Höchste, was ich jemals bei Terranigma an Level gehabt habe zum Schluss, war Level 33. Da habe ich es aber auch bei der Hades-Hexe ein bisschen übertrieben und habe hier ein paar Ehre-Runde gedreht. Naja, komm. Stimmt, ich sollte nur noch ohne gehen. Genau, ich wollte nur noch mal links checken, aber das ist ja wieder nur so ein Rundweg. Naja. Level wird es uns schon nicht übel nehmen, wenn ich jetzt hier noch mal ein paar Schweinepriester kill. So. Weiter geht's. Und die Musik wird auch nie langweilig, finde ich. Ich finde, die macht schon echt was her. Ah ja, da bin ich richtig, genau. Ah, hast du alle Bombe geleckt? Klar. Alles klar, ich leg den Schalter um. Achtung, jetzt rappelt's in Karton. Ach, du liebster Gettel. Jetzt müssen wir nur noch fliehen. Ja. Ihr Narren, gebt auf. Das war der Beruga. Es kam vom hinteren Deck. Ja, da stürmen sie schon mal vor. Ich bin mal hinterher. Oh, da ist er. Da ist er, der Kaspar. Wow, die Musik. Ich muss zugeben, dass du dich recht tapfer geschlagen hast. Doch vergiss nicht, dass ich Wissenschaftler bin. Du scheinst zu denken, dass ich keine Chance zur Flucht mehr habe. Du denkst sehr naiv. Nimm beispielsweise meine Stiefel. Es sind Jetboots, mit deren Hilfe ich fliegen kann. Naive Leute wie du sind nicht in der Lage, so etwas zu verstehen.
Doch bevor ich gehe, sollst du noch etwas erfahren. Der Raketenantrieb wurde vom Computer gesteuert. Doch nun, da alle Computer zerstört sind, wird der Antrieb versagen. Jetzt ich bin es, der gefangen ist. Bald schon wird das Reich meines Herrn kommen. Eine Welt ewigen Lebens steht vor ihrer Geburt. Was? Du helfen der Acke Jetboots mehr? Vermaledeite Ragnara zu Hilfe! Nastorovia. Scheiße. Das war ein ziemlich unrühmliches Ende für einen ziemlich widerwärtigen Mann. Von seinem eigenen Luftschiff geschrottet. Beruga wird von seiner eigenen Maschine gerecht. Wasserend, fast größte Genie von der Menschheit. Grausam. Auf der anderen Seite war es auch nicht minder grausam, eine ganze Stadt mit einem widerwärtigen Virus auszurotten. Schiff wird bald seine Flugbahn verlassen und abstürzen. Wir sind verloren. Es gibt keine Rettung. Wie wir schon an der Musik hören. Doch. Vielleicht. Eine riesige, fette Monstermöwe. Guck mal. Eine Möwe. Beziehungsweise Motohi. Eine Möwe, die ist hier, um uns zu retten. Das kann nicht sein. Wir fliegen über 10.000 Meter hoch. Ja, aber guck dir mal den Kavenzmann an. Keine Möwe kann so hoch fliegen. Vielleicht haben sie einer nicht bis hierher gepackt. Ich meine, guck dir mal den Kavenzmann an. Der ist doch vom Dumba selber unerrichtet worden. Der kann sowas. Wäre auch geil gewesen, wenn der Dumba hier gewesen wäre, um uns zu holen. Arg, flieh mit ihrer Möwe. Warum sollten wir alle sterben? Nutzt die Chance. Roy hat recht. Wir helfen uns schon. Wir haben eine Chance, den Sturz zu überleben. Wie? Wie? Menschen halten einiges aus. Da muss ich auch an... Es tut mir so leid, dass ich das jetzt einbringen muss, aber da muss ich an die Simpsons denken, wo der Grandpa auch meint, ich bin von einem 4000 Meter hohen Berg in die Tiefe auf einen Haufen spitzer Felsen gestürzt. Aber damals waren die Leute noch abgehärteter und haben noch was ausgehalten. Oh Gott. Scheiße, also die opfern sich jetzt für uns hier. Dummel dich jetzt, das Schiff stürzt bald ab. Arg. Wir sehen uns wieder. Ach, Mann. Mach's doch nicht so schwer. Och, Mensch. Ja, ich will mich aber nicht dummler. Ich liebe dich, Roy. Ich liebe dich, Füder. Scheiße, Mann. Wir haben hier nur immer die Auswahlmöglichkeit hier. Oh, ich will nicht. Ich komme mal so feiglingsmäßig vor. Und am Odemfels, da ist natürlich der Weltuntergangsforscher. Wie? Jetzt achten auf den Horizont. Jetzt kommt der Stern blau-arg-Floge. Und es gibt eine ordentliche Detonation. Scheiße. Das Licht von der Apokalypse. Das ist der Erdenletzter Tag. Ach du liebe Zeit, wie melodramatisch. Verrückter Maximilian. Und bei dem bin ich ausgerechnet gelandet. Oh. Danke, Möwe. Danke, Mopsmöwe. Das Licht hat die Richtung Südamerika gewiesen. Vielleicht eine Rakete oder ein Meteorit. Das muss es end sein. Ach du liebster Kettel. Südamerika, hat er gesagt? Südamerika. Sollten wir vielleicht auch nochmal hingehen und uns das angucken. Oh Mann, und ohne Musik ist das irgendwie gruselig. Na gut, Südamerika. Ach ja, ich weiß, was er meint in Südamerika, klar. Und nochmal. So nebenbei. Ja. Ich weiß, was es bedeutet. Ich weiß es ganz genau, was er gemeint hat. Wir finden hier nicht nochmal irgendwo Trümmer. Das ist, glaube ich, nicht drin. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt an nochmal Südamerika noch Trümmer absuchen. Hier ist auch nichts gelandet, nee.
In Südamerika ist ja relativ klar hier auf dem Map. Nee. Und hier? In dem Astarika-Reich. Nee, da ist auch nichts. Ach Gott, da sind nur die Grille zurückgekehrt. Okay, die will ich auch nicht abhalten. Tja. Ihr könnt euch vielleicht auch denken, ah, da unten ist noch was. Da habe ich ja noch nie geguckt. Einen Moment. Nee. Wäre zu schön gewesen, wenn du noch ein Gebiet gewesen wäre. Ja, ihr könnt euch vielleicht erinnern, wo unsere Reise gestartet hat, ihr liebe Leute. In der Overwelt. Vielleicht auch nicht, es ist schon ewig her, ich weiß, für alle, die Terranigma noch nicht so kennen. Aber, ja, es ist schon etwas her. Aber unsere Reise hat in Südamerika gestartet. Und, wer weiß, wie sieht es denn jetzt mittlerweile dort aus? Wer weiß das schon, hm? Vielleicht ist der Spalt ja mittlerweile offen und wir können wieder zurück in die Unterwelt. Hm? Der Beruka hat ja auch sowas angedeutet. Unser Reich in der Unterwelt. Also, der hat schon mal sowas angedeutet. Nee, da waren wir auch schon. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal. Aber ich glaube, das Luftschiff-Getrümmers finden man nirgends. Da könnte man theoretisch jetzt die ganze Map durchsuchen. Aber wir würden hier nicht fündig werden. Was habe ich denn jetzt wieder geschafft? Nee, da war ich ja schon. Ich geht. Zu so einem Gebiet will ich nicht. Pfui Teufel. Okay, ja. Wir könnten uns jetzt hier dumm und dämlich suchen noch Luftschiff-Trümmer und so. Aber wir finden auch nichts im Amazonas. Ich will es euch aber auch nur beweisen, dass dem so ist. Indem ich hier die ganze Map auf und runter gehe. Also wir finden hier definitiv nichts mehr. Das könnt ihr mal getrost klarer. So. Also, sehen, nicht. Hier ist nichts. Nee. Nix mehr. Zu unserem Freund zum Sonnebaum könnte man eventuell nochmal gehen. Noch Lumina. Ja, die Sprünge. Naja, die Sprünge sind nicht immer gut, die ich da hinkriege. So. Okay. Sprichst du mit uns? Nee. Schade. Der spricht leider nicht mit uns. Es ist so schade, dass ich nie mehr mit Pflanze und mit Tiere retten kann. Ich hätte es so gern gemacht und hätte so gern gewusst, was die noch zur Sache gehabt hätten. Ach ja, man kann aber leider nicht alles haben. So. Jetzt geht's dort hier, wo alles angefangen hat. Portal. Und es ist offen. Tatsächlich. Da ist auch noch einer, den wir von früher noch kennen. Gute alte Columbo. Das ist lang her, Ark. Ich werde nie vergessen, dass du mir Salomols geholfen hast im Mittelalter. Seither ziehe ich um die Welt, um möglichst viel zu sehen. Die Welt hat sich verändert. Flugzeuge, Computer, mein Navigationssystem erscheint mir so primitiv. Auf meiner Reise habe ich von dir gehört. Mir war klar, dass du der Held aus der Legende bist. Die Prophezeiung sagt, dass er in der Unterwelt verschwinden wird. Wärst du? Noch nicht. Selbst ich treffe solche Vorkehrungen. Das ist die Überlebensgrundlage. Ja, mein Lieber, das machen wir noch nicht. Garantiert nicht. Vor allem interessanterweise ist der Schatten-Ark zwar gestorben, aber. Licht-Ark ist ja als Seele in ihn reingegangen. Das heißt, Fluffy hat ja auch sowas erwähnt, von wegen die Vertreter von Licht und Schatten. Ark ist gestorben, aber wiedergeboren worden als der endgültige Held. Das heißt, er vereint auch die Erinnerungen aus der Unterwelt zusammen mit der Oberwelt. Mit dem, was der neue Held sozusagen reingebracht hat, der mal wiederbelebt hat durch die Mondstelle. Jo, das heißt im Endeffekt, dass Schatten-Ark gegen Beruga eigentlich hätte sterben sollen. Ist aber nochmal gerettet worden von Kumari. Und dann, dann war es nochmal soweit. Dann ist Ark jetzt eigentlich die Bestform, die Mischform aus Schatten- und Licht-Ark. Und damit eigentlich der optimale Held. Ja, ich würde aber sagen, ich speichere hier nochmal. Das mache ich auch bewusst, weil ich in der nächsten Episode mich nochmal ganz genau in der Overwelt umgucken werde, bevor ich in die Unterwelt reingehe. So, deswegen speichere ich jetzt hier mit Level 31. Es könnte sein, dass die nächste Episode schon die letzte Folge von Terranigma sein wird, weil viele ist einfach wirklich nicht mehr da. Wir haben jetzt nur noch die
Unterwelt vor uns, für die Hauptstory. Und hier oben haben wir eigentlich auch so ziemlich alles erledigt, was wir hätten erledigen können. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wir in der nächsten Episode nur noch in die Unterwelt gehen. Es könnte die letzte sein. Deswegen kann es auch sein, dass sich der gute Grades gewünscht hat, dass ich für die letzte Episode die Facecam mit dabei habe. Einfach mal, damit ihr sehen könnt, wie begeistert ich so bei Terranigma reagiere. Könnte sein, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das machen werde, weil es ist einfach ein Super Nintendo Emulator-Spiel und klar, ich bin doch voll dabei, man hört es mir wahrscheinlich auch, dass ich doch voll dabei bin bei Terranigma und das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele und auch für das Super Nintendo gehört zu meinen Lieblingsspielen und generell gehört es auch so, egal was für Plattform ich spiele, gehört Terranigma zu meinen absoluten Lieblingsspielen mit dazu. Jo, wenn wir mal schauen, oder wer ich mal schaue, wie ich das umsetzen kann und mag. Und werde euch dann auch die Erklärung liefern, ob ich mit Facecam dabei bin oder nicht. Das wird sich zeigen. Und ansonsten würde ich sagen, ja, wir sehen uns dann einfach morgen wieder, ihr liebe Leute, bei Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Henki.